Servel Podcast, dat sie Blicke han d Kulisse vun engem vun de gréessten Emploiern zu Lützeburg. Mir bringen ihrch méi no und die faszinéieren a vielfältig Welt vun der CRL. Gute Morgen an herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe vom CRL Podcast. Mein Name ist Sandy Nonweiler, Chef de Service Kommunikation und Pressesprecher von der CRL. Heute ist den International Level Crossing Awareness Day. Ich bei mir am Studio für über das Thema zu schwatzen, ist den Tom Ewert, responsabel von der externen und digitaler Kommunikation. Willkommen Tom, schön dich am Studio zu haben. Moi Sandy, merci für die Einladung. Ganz gern Tom, wir wissen, dass Sicherheit als echt Priorität bei der CRL ist. Das gilt für als Klion und auch für als Mitarbeiter. Kannst du uns erzählen, wieso wir als CRL all Jahr für den ILCAT, also den International Level Crossing Awareness Day, engagieren? Also den Tag, wo international auf die Gefahren bei den Barrieren aufmerksam gemacht wird. Das, wie du siehst, Sicherheit ist wirklich als erste Priorität an unserer Strategie d'Entreprise. Wie war das denn so? Sicherheit an einem Eisenbahnunternehmen ist einfach ganz wichtig. Und ich meine, das ist ein Faktor, der ganz oft unterscheidet, dass die Leute davon ausgehen, ja, die Eisenbahn ist ja sicher. Mit gehen einfach Momente, wo man die Leute wirklich sensibilisieren muss. Gerade die Leute draußen, die sich nicht immer, wie du selber auch so von den Gefahren bewusst sind. Und der ILCAT, also International Level Crossing Awareness Day oder den internationalen Tag für Sensibilisierung bei den Barrieren, denkt effektiv dazu, die Leute darauf aufmerksam zu machen, dass es bei den Barrieren, also da, wo der Straßenverkehr und der Schienenverkehr zusammentreffen, kann potenziell ganz schnell gefährlich gehen, wenn man sich nicht an die Regeln hält. Und da machen wir als CRL für die 40. Kehr dann auch schon mit beim ILCAT. Und du hast eine ganz flotte Sicherheitskampagne laufen. Genau, da hat man letztes Jahr schon eine ganz spezielle Sicherheitskampagne gestartet, die wir das Jahr natürlich noch einmal machen, weil das ist ein Sujet, wir merken nicht leider immer, wir müssen leider immer daran erinnern. Und wir sichern uns da immer eine Approche raus. Letztes Jahr haben wir da wirklich eine ganz andere Approche geholt, wo wir gesagt tun, wir holen eine echte Ludik-Approche, also eine Approche, wo wir ein bisschen ungewinnt und das ganze Rugo mit Humor, aber wo wir nur ganz zum Schluss mit einem ganz, ganz seriösen Message abhalten. Und die Message kann effektiv nicht mehr seriös sein, weil die Message ist, es lernt nicht mit der Sicherheit. Und ich würde gleich gehen, eng zu Barrieren nicht respektieren oder auch den Heischleitungen zu Not kommen, hecht sein Leben riskieren. Absolut, genau. Das wirklich eine Message, muss ich nicht bewusst sein, wenn er sich nicht und Regeln hält und einer Barriere zum Beispiel. Wenn er meint, komm, ich fahre nur noch schnell durch, tut nur recht enker zweimal geblinkt, heißt du, geht es mehr schnell, wie er meint. Und das sind einfach Fehlverhalten, muss ich sagen, die auch vom Code de la Route ganz klar verboten sind und die einen ganz schnell nicht mehr können Punkte kosten, weil das ist an dem Moment noch schon bald egal, wir können den Leben kosten. Und ich meine, das ist ein Gefahr, die Leute sind sich das gar nicht bewusst und da weisen wir da konsequent immer darüber hin. Eine ganz wichtige Message, weil alle Jahres kommen, wie du siehst, leider Incidenten auf der Barriere 4, 75 an der Moyenne am Jahr. Das heißt, 1 bis 2 Incidenten an der Woche, heißt Kosten für die Communität. Und das bedeutet auch Verspätung. Aber das Schlimmste ist, dass das an der Woche 1 bis 2 Situationen sind, wo eine Person ihr Leben in Gefahr bringt. Tom, das ist aber nicht nur ein Leben in Gefahr bringen, aber das hat auch direkt einen Impact auf den Zugtrafik. Ja, das ist ganz klar. Wie du siehst, 75 Barrieren am Jahr, 1 bis 2 an der Woche, das ist viel. Und das ist auch etwas, was das Klienten dabei zu merken. Und das ist oft etwas, da wird gesagt, CRL ist zu spät. Mit Leuten sind sich gar nicht bewusst, dass da Leute gehen, also Automobilisten an dem Moment oder Kamionsfahrer, die zum Beispiel nach schnell über eine Barriere fahren, Barriere dabei beschädigen. Und ab dem Moment muss der Zugtrafik da gestoppt gehen oder anders gefahren gehen. Weil da geht es um Sicherheit. Und das ist als echt Priorität. Und an dem Moment, wenn du eine Barriere futtig gemäht wird, müssen die Leute auf Platz kommen. Wir schwätzen davon Gardinage. Das ist mit Personen auf der Platz, die eben Barrieren dann entre guillemets ersetzen, die am Kontakt stehen am Stellweg, die Automobilisten unhalen, wann den Zug könnt. Der Zug muss auch nicht fahren, der kann just auf Befehl fahren, wie wir das nennen. Das heißt, da entstehen enorme Verspätungen, einfach dadurch, weil eine Person sich nicht unter Code de la Route gehalten wird. Und das ist auch von den Gründen, wir mir immer darüber hinweisen, auch für die Sicherheit von den Leuten, das ist auch sowieso die erste Priorität, mir auch für dass mir die Pünktlichkeit von unserem Tisch auch noch weiter garantieren, weil das ist ein grosser Faktor. Dat ist ja im Fall war nicht just ein ergänzefäischer ein Arm von einer Barriere ist. Wir hatten aber auch schon andere Fälle. Ich erinnere an Kauteberg letztes Jahr im April. Ja, Kauteberg, da hat man
da hat all Mensch ganz viel Chance, da muss ich wirklich so. Also da war Kamion PN, also mis so Passageniveau Barriere op der Barriere sto blieben zu Kälteberg. An den ass net mir riverkom, den hat du egentfir han sech schu probiert dort ze drehen, dat muss sich firstellen. An ja, du hast et zum Accident kom. A Gott sei Dank as ge verletzt gin dabei. Me du war großen Deel von der Infrastruktur von der Barriere wäsch gehabt gehen an dat sind Arbechten die dauern der mail lang wie paar Stunden. Ja absolut, du muss ich net nem eng Barriere wieselen, du muss Schiene wieselen, die ganz Systeme fir das Barriere Nobern zou gin, dat sie wirklich kräis errabechten an die können jeweils pur Wochen dauern. Et geht aber eng aner Mechkeet, dat wissen auch vielleicht net, da kann den Halfleisch denker wiederholen, dat die Barriers Äm so konzipéiert sinn, dat wann net Wegschenker net soll durchgoen, mat allem war der richtig gemacht hat, da kann en och durchfuhren. Genau, wann in der Lo das leider Apps fährt man immer im observieren. Et mengt den Arsch komme nach Triffer, das Stau fir run an hanne Männer se fertig, et steht den op de Gleis an Barriere geten zu. Und dann ist es ganz wichtig direkt zu reagieren, die Barrieren hun effektiv sogenannte Sollbruch stellen. Das heißt, dir könnt ruhig mit dem Auto dann an dem Moment, wann da in enger Gefahrsituation sind, wann da muss Barriere evakuieren, durch die Barrieren durchfuhren und so mal der Erdleben retten. Ja, besser ein Tätsch im Auto wie ein größer Tätsch der Person. Ne? Absolut. Du hast wiederum de Côte la Route geschwart, wat riskiert an de Schofer von einem Gefier, wann hin se Schnitt und de Côte la Route bei der Baie hält, oder ein Fußgänger, den an der Gar iwwer Gleis lief für die andere Seite vom Quai. Bon, dat sind finanziell Werte, kann ich so den Autosfuhr riskiert enger Amount von 145 € an 2 Punkten. Den Fußgänger 3.000 € sogar. Me sie riskieren etwas, was viel mehr wichtig ist, an der das jetzt leben. Und ich meine, das Wert, die kann Kinder setzen. Ja, das richtig Leben ist unbezahlbar. Tom, da das also etwas, was nicht von Haut auf Mur umgesagt kann gehen, das wird eine ganze Reihe Etappen. Dafür geht CRL nicht mit zu sensibilisieren, ich wird Gefahren bei den Schienen, was eine ganz wichtige Priorität ist. Wir haben gerade von Barriere geschwart, es gibt aber auch nach anderen Gefahren. Ja, es gibt auch nach anderen Gefahren, und da machen wir de Grand Publik, also die Öffentlichkeit darüber aufmerksam mit unseren Kampagnen. Nieft der klassischer Barriere so man leider auch immer oder respektiv mir gesinne da mir wollen darauf reagieren, dass noch immer Leute gehen die Mengen sie müssten Dufkürzung wird Gleiser holen für nach schnell bei der Kette zu kommen, weil der Zug eben auf der anderen Seite fährt, anstatt dass sie den Erfahrung holen. Sie mengen dann sie geben nur 2 Minuten Spuren, mir auch da setzen sie hier Leben aufs Spiel. Das ist auch wirklich etwas, wo man wirklich die Leute bewusst machen. Wenn es Gift läuft nicht über die Schienen, die hat da auch gut Lützeburg nicht verloren. Dafür gehen nicht en Erfäierungen benutzt déi, weil die setzt Erdleben op Spiel. Ich meine noch viele Leute sind net bewusst, so ein Zug, das nicht wie ein Auto, der bleibt nicht innerhalb von ein paar Meter stehen. So, der Bremse von einem Zug kann bis zu 1200 Meter sein. Das heißt, wenn der Lokführer ist bis gesagt, dann ist es halt so zu spät. Und das Schlimmste ist, es sind immer Leute, die mir auch als so ja, ich kenne ja den Fahrplan schon an der App geguckt. Ja, absolut. An dann Hummer halt auch nach heinz der Verspätung auch der CRL geschieht der heinst du ne an Leute vergessen dann noch nach heinz dabei, dass man das nach ganz andere Entreprisen noch bei uns fuhren, zum Beispiel de Fred, der steht nicht am klassischen Plan oder Leute mengen scheieren den Zug kommen, nee, das stimmt nicht immer, wann nicht Nasas zum Beispiel her in den Zug viel Mann kommen, könnt ihr eigentlich drüber passen an der Ger von der durchsteht an die Werder während Zug von der Trent die heiert den Zug nicht kommen an et gi einer gefuhr wo Leute scheint vergründet bewusst sind. Das selbst den Heinzen auf YouTube-Video gesagt an wat wirklich schockierend das von Leute op Tisch klammen für Trainsurfing zu machen, wo sich auch gar nicht bewusst sind eng Heichspannungsleitung wat für Gefahren das bringt. Also ich meine, du seht Heichspannungsleitung, dass sie 25.000 Volt von den dat man selbst vergleichen, das selbst wat Voltage wat an 108 Steckdose gemeinsam ass, dat das lebensgeféierlich. A wann net do rent, da kann et doch ganz schnell enke, da muss er net direkt dopacken, dann kann de Funken iwwerschlag gehen bis zu 3 Meter Distanz. Auch da selbst hat Leute nicht bewusst sind, wo man nicht mitgehen zu sensibilisieren. Das ist richtig, surtout an einem Zeitalter von den sozialen Medien, wo TikTok, Instagram an wie soll heschen immer mehr benutzt gehen, das ist schon eine Gefahr, und wir können nicht mehr so ob kein Fall am Gleisbereich, ob der Kein oder so Videoen machen für Hanno viel Likes zu kriegen. Nee, absolut, das ist einfach nicht wert, weil du kannst dich wirklich nicht leben und die paar Likes sind nicht wert. Und das ist auch ein wirklich ein junge Publikum, dem wir auch wollen durchschwätzen. Und dafür haben wir neben den klassischen Sensibilisierungsaktionen auch Sensibilisierungsaktionen
an de Schulen an do ma wirklich als Experen vum Service Sicherheit an Umwelt, die do Platz ginn, die do verschiedene Programme ubieden fir d'Enseignanten noch fir verschiedene Altersklassen ze sensibiliséieren, wat die doten Sachen ugeht. Dat Dich mün an de Lyceen hummer ech flotte Programm de 10 Steps to Rail cool hecht, mé myn awerps fir die ganz kleng. Ja, 10 Steps to Rail cool, dat ist dann nicht fir Leiit die nach an der Liste gin. An der neft gët effektiv fir die ganz Jung de Levi an de Freschi an. Den Nummenmengeg seet schon selber de Levi den ass ganz leif an de mecht alles richtig an de gëtt de Freschi dann an dem Moment och Wegweisung fir ze ha so müsste richtig an de Freschi ja, den huet an net alles richtig verstan an du wenns ass de Levi dann dofir dat zu erklären. Also eng wirklich kann gerecht Form fir och op die Geforen hinzuweisen, die kann. An so ein Programm oder so eng wie soll ich so wie eng Vierlesung kann en auch bei Jais buchen. Genau, die Enseignanten, die dafür interessiert sind, wir haben ein ganz Rutsch von Toolboxen, wenn man will, ein modernes Wort benutzen, die man können anbieten. Und du kannst einfach eine Mail machen an security@crwl.lu, also ohne den Akzent. Und da geben sich als Arbeitskollege vom Service Sicherheit an Umwelt direkt mit dir an Kontakt setzen. Tom, man dann lo so los zum Schluss kommen, können wir aber vielleicht die Leute nach ein paar Lebensretten Tipps mal op de Weg gehen. Ich sage immer, rot als rot, mit du vielleicht kannst du ein bisschen anders noch so. Effektiv, rot als rot, nicht nur für die Autos fahren, mehr an der Barriere, und bis du fängt mit rot blinken, bleibt stehen, das Gesetz auch noch wichtig für das Leben. Dann, wenn ich auf keinen Fall vergessen, geht nie über die Schienen. Die meint, die gibt 2 Minuten gewonnen, mit die verliert vielleicht das Leben dabei. Benutzt den Erfahrungen, ganz klar. Bleibt weg von den Hochspannungsleitungen. Wann da sollt ein Kehr auf einer Barriere gefangen gehen, fährt man im Auto durch die Barriere, sie Sollbruchstellen, das ist ein Tage, aber die können so ganz einfach das Leben retten. Ich gebe meinen, das sind die absolut wichtigsten Regeln, und bleibt einfach aus dem Gleis raus. Du da nicht zu sichern. Und das gilt zum Beispiel auch, wenn ich zum Beispiel den Handy an einer Gare rauffällt an Gleis. Fängt nicht an, du an Gleise ranzuklemmen, für den Handy noch schnell rauszuholen. Froh, da ist Zugpersonal auf der Platz oder als Personal auf der Platz generell, die holen nicht den Handy raus. Tom, méi hunne Stotzo damit ze so an Dire ganz große Merci fir das flott Gespräch mit Fi allem fir die wichtech a viel Infoen déi lebensretten könne sinn. Und das ganz gerne geschieht. Merci Tom an Merci Ronier scheiß Nolaustra an bis die nächste Käier. Eddie. Eddie.